Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir unseren Kumpel von der Torrance kontaktiert haben. Und ja, der hat gesagt, wir sollen zur Krankenstation, weil die Nina Taylor anscheinend verletzt ist. Und ja, da müssen wir zuhören und müssen natürlich helfen. Warte jetzt, dass der Knorze da weggeht. Boah, geht doch endlich. Hopp. Boah, worauf wartest du dann? Geh doch einfach, Kerl. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Ja, genau. So sehen er aus. Ihr behalten Details im Arsch. Boah, nee, da kommt der Zwetter. Kommen Sie mit. Scheiße. Oh, nee, das war nix. Oh, mein patentierter Androide-Ausschalter habe ich auch noch nicht. Da müssen wir da lang. Okay. Ich glaube, seriös vorgehe kann ich noch nicht. Jetzt aber schnell, ohne dass wir wieder in einem Gepäck haben. Okay. Huh. Was soll ich da dazu noch sagen? Mal wieder episch und verstohlen wie eh und je. Das ist die Pelzer-Methode. Ein Pelzer, der kann nicht schleichen. Er tritt die der ein und sagt, Servus, wo sind meine Krummbeere? Aber ich glaube, auf dem Krummbeere-Frachter, da haben sie genug. Ich muss sie nur finden. Oh Manometer. Ich hoffe, ich finde während dem Spiel nochmal gut rein das Ganze. Dass ich einmal wirklich schleichen kann und mal wirklich das Ganze richtig hinkriege. Aber ich glaube, in dem Fall war ich einfach nur zu geizig, dass ich mich richtig bewege, dass ich auch durch Ressourcen verschwende. Oh oh, ich glaube, ich habe es hier irgendwo gehört. Ja. Hier kriecht was. Das Alien ist hier. Ja, das Alien ist hier irgendwo. Boah. Und ich traue mich gerade nicht so richtig, mich zu bewegen. Oh Mann. Vielleicht geht's so. So müsste es, glaube ich, noch hier. Ja, ey, Kugel habe ich noch im Lauf. Da bräuchte ich einen Zugangscode, einen gescheiter. Aber den Zugangscode habe ich nicht. Okay, dann rennen wir jetzt mal durch. Wo hieß es, muss ich hier? Skimet-Turm. Okay. Speichern wir an der Stelle gerade noch. Wow. Ja. Okay. Skimet Tower. Was war das? Haltestelle für Seegson Communication Technologies, technischer Oh, nee. Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Oh nee. Oh nee. Hat er mich jetzt gesehen? Ja. Okay. Einer kaputt. Oh. Greifen Sie keine Verbündeten oder Zivilisten an. Okay. Alles klar. Ja, jetzt wissen wir das auch. Ich habe das nicht für Zivilisten gehalten, die mich jetzt unbedingt mit offener Arme empfangen. Ich habe jetzt gedacht, gut, das sind irgendwelche aggressive Leute. Da gehen wir doch lieber mal vor. Ja, nehmen Sie den Transit zum Skimet-Turm. Alles klar, jetzt geht er drüber auf und dann sagen wir mal Hallo. Haltestelle für Seegson Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. So die Klempner Zwillinge.
Die machen auch das sofort kommen. Und retten erst gar nicht mit mir. Okay. Geht's da auch zum Skimmerturm? Solomon's Habitation Tower. Nee, da muss ich nicht durch. Und wo sind die jetzt hier gerannt? So. Wir entschuldigen uns äußerst Ingenieursdock. für die derzeitigen Verspätungen. Hallo? Das war ein Schießer. Rennt die ganze Zeit da rum. Aber hilft mir auch nicht. Strom muss ich wieder herstellen, okay. Wo geht's denn da hier? Skimmer Tower, ja. Da wollte ich hier. Was war denn das jetzt? War total unnötige Aktion eigentlich. Da hocken sie da die zwei Mario Space Brothers. Und Kenner sagt irgendwie ein Wort oder sonst irgendwas. Rennen dann nur durch die Gegend rum und verstecken sich irgendwo. Also sehr skurril. Ist ja nichts wirklich passiert. Sind nicht gerissen worden, sind nicht verfolgt worden oder sonst was. Ich find's skurril. Das hat mich jetzt sehr irritiert, weil ich habe die zuerst Verplünderer gehalten. Normalerweise, wenn die Gegner da sind, die verstecken sich, gehen in Deckung und fangen dann hier Peng, Peng, Peng. Aber da war ja nur Verstecken und da habe ich gedacht, okay, greifst du mal halt lieber ab, bevor die dich abknallen, aber... Ja gut, das war jetzt nur sehr skurril, fand ich. Hoffen wir mal, dass das in der nächsten Episode ein bisschen klarer zu trennen ist, wer Freund und Feind ist. Aber steht Sache. Medikit sollten wir mal benutzen. Der hier ein Arm ist bestimmt auch die ganze Zeit verstochen wie Sau, wenn das vorbei ist hier. Ah, da ist er ja. Taylor ist hier drüben. Hi. Da ist er. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Ja, sieht Wie nicht so geht gut es ihr? aus. Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Na toll. Das heißt, vorerst kommen wir hier auch nicht weg. Menschen und Synthetenteam danken Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Ja, und die hockt oben mit ihrer Wir haben aufgesetzte keine Zeit Grimasse. zu verlieren, Ripley. Also der hier Gesichtszüge finde ich jetzt nicht gerade sehr individuell. Die sitzt dann da mit so einer aufgesetzten, von der Programmierung vorgegebene Grimasse da und hockt da die ganze Zeit so da. Ja, wunderbar. Okay. In die Richtung muss ich. Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Da können wir nochmal speichern, aber vorher gucke ich mir erstmal an, was es hier noch Schönes gibt. Könnten sagt die natürlich so der Taylor lecker und ach so individuelles schönes Gesicht aufsetzen und dann so eben dran sitze. Wo sich das Gesicht dann auch überhaupt nicht verändert in der ganzen Zeit. Ich gucke nochmal später, wenn wir da vorbei müssen, gucke ich nochmal bei ihrer vorbei, ob sie ihr Face mittlerweile geändert hat. Oder ob sie immer noch mit ihrer wunderbare Grimasse da hockt, die sich nie ändert. Also generell muss ich erst sagen, bei der Sevastopol-Arbeiter und so, die sehen alle eigentlich aus, als wären sie geklont. Also nicht nur die Androide sind Einheitsmodelle, auch die Menschen, muss ich sagen, die auf Sevastopol arbeiten, sind bis auf wenige, die dann später noch kommen werden, sind totale Klone eigentlich. So wie die zwei Klempner Brothers, die wir da jetzt getroffen haben, die zwei Mario Brothers. Ah, hat sie. Ah, jetzt hat sie ihr Gesicht schon mal ein bisschen normalisiert, aber davor, dass der die ganze Zeit auf ihr Wunde drauf drückt, guckt die ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Guckt sie halt so dumm. Nicht. Ah, herrlich. Ich könnte natürlich noch viel gröbere Grimasse ziehen, aber das will ich euch jetzt überhaupt nicht zumuten. Da ist nochmal aktualisierte Karte. Da hat einer mit Edding oder mit Spray drauf geschmiert anscheinend. Gehen Sie zur San Cristobal Krankenstation. Nein, ich will nicht zur San Cristobal Krankenstation. Ich weiß, wir müssen zweimal im Laufe vom Spiel oder dreimal zur... Ich glaube, zweimal müssen wir zur San Cristobal Station. Abgeschlossen. Und da latscht doch schon jemand rum. Ja, und ich will nicht zur San Cristobal Station.
Ich hab geluscht. Sie! Hey, Sie! Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ja, wie es aussieht, haben wir da eine kleine Verbündete Nummer erwischt. Na los! Trödeln Ja. Sie nicht so herum. Der klingt viel zu scheiß gruselig, muss ich sagen, der Typ. Viel zu fröhlich. Na los, kommen Sie! Sie kriegen auch einen Lolli nach der Behandlung. Bäh. Oh Mann. Ich bin gerade irgendwie ziemlich zynisch drauf, muss ich sagen. Aber nur, weil ich weiß, was mich auf der Krankenstation erwartet. Oh. Oh je, oh je, oh je. Mental drauf vorbereite. Aber nicht mehr lang, nur noch ein paar Minuten. Dann habe ich die Episode auch wieder abgeschlossen. Finden Sie einen Weg in die St. Cristobal Krankenstation. Okay. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ja, als ob man das nicht vorher auch schon die ganze Zeit gemacht hätten. Aber passt schon. Ionenschneider. Könnte sein, dass wir die Ionenschneider hier schon kriegen in dem Level. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe so viel verdrängt, muss ich sagen. Boah. Keine Sorge. Ich schließe den Schacht hinterher. Worauf man sicher ist. Ja, in dem Sinne stell dir dich auch noch umso mehr in die Lautsprecherei babble, damit jeder aggressiv eingestellte Android und damit's Alien mich auch hört. Also, super Sach. Der Eierkopf hat es so für ziemlich lang gepackt, dass es sich doch so groß gibt. Und so viel verzählt über Lautsprecher. Die Besuchszeiten sind von 10 bis Stockbooster. 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Oh nee, ich weiß, was da kommt. Oh nee. Ey, am liebsten hätte ich jetzt gerade hier meinen Cut mache. Ey, ohne Witz. Komm, die paar Minuten ziehe ich jetzt auch noch durch. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Oder? Weiß ich das noch? Nee, ich glaube, das ist es noch nicht. Oh, Glück gehabt. Ich habe echt gedacht, es wäre das. Doch, zu viel gepinst. Okay. Schlüsselcard benötigt. Gut. Da habe ich wieder mehr gepinst, als notwendig wäre. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch was richtig Hartes kommt. Ich warte einfach nur darauf, dass mir das Gebiet wieder bekannt vorkommt. Ich weiß, man soll nicht so oft pinzen, aber wow, wenn das selber spielen, dann ist es wieder andere Hausnummer. Ja. Ja. Okay. Da war wohl die Rezeption. Ob man dann seit 10 Euro Kassegebühr zahlen müsse. Ah! Ein Speicherpunkt. Prima. Und den nutze ich doch jetzt auch gleich, damit wir hier unseren Cut machen können. Es tut mir leid für das Rumgepinse, wirklich. Ich habe gedacht, es wäre eine Stelle, die ich als ziemlich schlimm erachtet habe. Aber glücklicherweise kommt die noch nicht. Es kann sein, dass er in der nächsten oder in der übernächsten Episode kommt. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall habt ihr euren Spaß, wenn die Stelle kommt im Spiel, weil da wäre ich so richtig... Da wäre ich ordentlich die Fingernägel kaue und ordentlich am Zähklappern sei. Bis dahin, ihr liebe Leute. Machen's gut und bleiben dran. Vielen Dank, dass ihr meine Videos angucken. Ihr seid wirklich die Allerbeste. Machen's gut, bis dahin. Iron Yankee.